Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Feed the Beast Ultimate Cities. Damals habe ich mir überlegt, wieso tun wir nicht unseren Garten ein bisschen vergrößern? Ja, ich meine, wir haben da schon eine Baumfarm, dort hinten haben wir noch Rubber, da haben wir schon Haufen Weizen. Aber was wir wirklich brauchen, ist eine Peat Farm. Weil wir haben einen Haufen Appetite, in unserem System haben wir noch viel mehr. Das ist einfach das, was ich gesammelt habe. Und scheinbar sind noch ein paar Leute online gewesen, wo ich nicht online gewesen bin. Und Quarries haben gemacht, was Quarries halt so machen. Und das ist ein Haufen Zeug sammeln. Und ja, jetzt haben wir fast 1000. Aber trotzdem, mein Plan ist, dass wir eine Peat Farm machen. Weil aus Peat kann man Asche machen. Also wir haben hier Peat. Schauen wir nach im Rezept, sehen wir da, aus dem kann man super Peat machen quasi. Und wenn man es verbrennt, gibt es Asche. Und mit Asche können wir einmal Kompost machen, was auch nicht schlecht wäre, dann müsste man nicht den Weizen dafür verwenden. Dann könnte man noch bessere Peat machen, das brauchen wir aber nicht, weil wir ja nicht für die Energieherstellung brauchen. Und Asche, also Apatite mit Asche umrahmt, gibt es 16 Fertilizer. Wenn man das Apatite nur mit Sand oben und unten, gibt es nochmal 8 Fertilizer. Und da Apatite eines von der einzigen Materialien ist in Filterbees, glaube ich, wo man, oder wo ich jedenfalls nicht weiß, wie man sie automatisch, ohne dass man je wieder was muss machen, könnte gewinnen, weil man muss immer wieder Quarries umsetzen, dass sie neu graben und so weiter. Und das ist anstrengend, aber wenn ich mich wundere, wieso dass ich plötzlich 900 Appetite habe. Auf jeden Fall, es ist nicht automatisch machbar, oder ich weiß es nicht, falls ihr es wisst, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Aber wir werden das Beste aus dem, was wir haben, rausholen. Und das sind 16 Fertilizer. Weil Fertilizer braucht man für all die Farmen. Und da werde ich zum Beispiel auch noch mehr Weizenfarmen machen. Also nochmal 2 auf der Seite. Und dann da die Länge noch 3. Dann haben wir da einfach eine riesige Weizenfarm. Für was auch immer wir die werden brauchen. Vielleicht werden wir doch bei dem bleiben. Auf jeden Fall Biofuel kann man Haufen draus machen. Und da, wo ich es mit den Zäunen eingezeichnet habe, da wird unsere Repeat Farm ankommen. Und zwar so, Minecraft ist abgestürzt und für euch zum ersten Mal, für mich ist es schon zum zweiten Mal. Ähm, Vorhin habe ich noch kurz gesagt, dass wir jetzt die Peat Farm bauen werden und dass dort hinten das genau so eine Farm ist wie die dort. Und zwar 5x5x4 Blöcke an Farm-Blocks. Das sind die da hier mit je solchen und 6 Radius. Und das sollte in dem Fall 6 plus 6 gibt 12. Plus 5 gibt 17. Das heißt, muss ich mal schauen, dass in der Mitte ist. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Habe ich gut gemacht. Habe ich sehr gut gemacht. Also, dann haben wir da, denke ich mal, in der Mitte. Das sieht mittig aus. Wir werden jetzt sehen, ob es mittig ist. Und ich muss schauen, mit meiner Schublade ist nämlich zu mächtig. Oder ich mache es auch so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Fuck, das ist viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also das hier ist quasi der äußerste Rand, wo es kann sein. Dann geht es da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann da haben wir das gleiche Spiel. Also das ist ja quasi wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 vom Rand aus. Und das geht rundum. Und so sieht es dann am Schluss aus. Das ist die Form, die die Farm wird haben. Und was wir jetzt mitmachen, ist erstens mal nochmal ein Lack tiefer gehen. Und alles mit Stone Bricks. Das sind die da hier, die ich im Inventar habe. Ich glaube, die langen nicht ganz. Aber vielleicht schon. Und dann in der Mitte den Farmblock bauen. Und dann kann man sich eigentlich schon anschließen, wenn wir sie noch auf Peat programmieren. Und dann haben wir das schon.
Für die, was noch interessiert, wie schnell das meine Schaufel ist, weil das ist manchmal schon ein bisschen problematisch mit der zu arbeiten. Also ich kann so an und dann. Ja. Also es macht schon Spaß, aber wenn man halt so kleine Sachen hat wie da, dann muss man einfach den richtigen Abstand haben und das hat man halt manchmal nicht, aber es geht eigentlich schon ziemlich gut. Es hat sich ein Haufen tun und das liegt einfach daran, dass ich es doch nicht geschafft habe. Also wir haben jetzt mittlerweile Sonntag und die Folge ist noch nicht draussen. Sie kommt am nächsten Mittwoch. Einfach ein bisschen Verzögerung gehabt, so ein bisschen viel zu tun, so Schule und so Zeug. Auf jeden Fall, wie ihr seht, ist unsere Pete Bock, Pete, 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 Bog Earth Farm fertig. Und ich habe müssen etwas ändern, beziehungsweise, da wisst ihr gar nicht. Also, in der Farm haben wir da Intricate Circuit Board. Und mit dem kann man 4 verschiedene Sachen wählen. Das sind Himmelsrichtungen, ich glaube Norden, Osten, Süden, Westen. Und man könnte verschiedene Sachen machen, also zum Beispiel oben Weizen, rechts Peatbog und Rubber Tree und links Melone oder whatever. Ich mache es meistens so, dass es Eis-Ding ist, weil ich den Sinn irgendwie nicht so ganz sehe. Verschiedene gibt's nie. Aber wenn man jetzt nicht die Ressourcen hätte, wäre es sicher nicht schlecht, wenn man vielleicht, keine Ahnung, verschiedene Circuit Boards hat oder verschiedene Farmen halt. Auf jeden Fall, die Multi-Farm, wie sie genannt wird, da steht zwar noch Farm, aber es ist eine Multi-Farm, braucht Fertilizer. Das ist ja auch der Grund, warum das wir Peat überhaupt brauchen. Weil wenn man den Peat verbrennt, gibt es Asche und mit der Asche Fertilizer und so. Und Bog Earth. Und die wird gesetzt. Und das kann man auch ohne Farm machen. Also Bog Earth setzen, Wasser in die Mitte. Und nach einer Zeit verwandelt sich Blöcke, die direkt rundherum sind, verwandelt sich in Peat. Die kann man dann mit der Schaufel abbauen und ja. Natürlich auch praktischer, wenn man es kann, natürlich, also vorhanden, mit einer Maschine machen. Und ich kann eigentlich zuerst Automated Farm quasi machen, dass sie alles automatisch macht, also auch Speed Set, Bog Earth setzen. Oh mein Gott, ich kann so das durcheinander. Bog Earth setzen. Aber ich habe festgestellt, dass anscheinend das Programm nicht ganz ausgereift ist oder wir einfach eine veraltete Version haben vom Server oder whatever. Dafür hat es zum Beispiel die Löcher, also das ist jetzt mein Design. Also das, was ihr da seht, mit den Wasserlöchern und dem Wasser rundum ist mein Design. Das Originaldesign wäre gewesen, also immer da ein Loch, da ein Loch, da ein Loch für Wasser und dann da wieder, da wieder, da wieder. Aber irgendwie hat es ab und zu mal gar kein Wasser angesetzt oder es hat Bog Earth angesetzt, wo eigentlich das Wasser sollte sein. Aber wenn Wasser drin war, und dann haben die rundum sich natürlich nicht können in Peat verwandeln und die Effizienz ist einfach grausam, wenn sowas passiert. Darum habe ich eine Manual Farm genommen, das sehen wir da, Manual Farm. Und da heißt eigentlich nicht anders, als dass ich es zuerst muss also die Grundvoraussetzungen schaffen. Wasser ansetzen, Bog Earth ansetzen. Und die Farm, das einzige was sie macht, ist Peat ernten, wie zum Beispiel das da hier. Das ist jetzt Peat. Und das wird nachher zu Dirt. Und das Dirt ersetzt sie nachher wieder durch Bog Earth. Also sie wird eigentlich nur ernten und ersetzen. Und das funktioniert ziemlich gut. Ich glaube, ich habe so ziemlich effizient gemacht, was die Wasserquelle anbelangt. Vor allem, weil der äußerste Ring, weil das hier ist gerade nicht mehr die Farm. Also da, wo ich jetzt stand, ist nicht mehr Farm und die inneren Blöcke sind wieder Farm. Und weil das Wasser halt außen dran ist, brauchen die keinen Platz von der Farm. Für quasi also Effizienz. Und darum ist da außen schön viel Bog Earth. Und die hier habe ich halt müssen, aber ich finde, es gibt ein schönes Muster. Sieht gar nicht so schlecht aus. Und wenn ihr vielleicht seht, oder vielleicht auch nicht, vielleicht seht ihr mal kurz so einen Kübel nehmen. Zack. Da hat es Stone Rigs. Und die sind überall, also da entlang, wo ihr da die Zacke seht von der Bog Earth. Ich hasse das Wort. Und das muss sein, weil sonst weiss die Farm nicht, also die Farm tut nur dort operieren, wo Bricks sind. Gut, jetzt haben wir das geklärt.
Da die Weizenfarmen haben auch schon ein bisschen Gestalt angenommen. Die werde ich wahrscheinlich einfach nach und nach fertig machen, weil schon schon ein bisschen, ja, ein Krampf kann man nicht sagen, aber es ist ein bisschen nervig, die zu machen. Gehen wir da runter. Das ist nämlich so ein kleiner Service-Eingang, könnte man sagen. Das sind alle Baumfarmen da. Mit dem genau gleichen Setup, wie wir nachher werden sehen. Einmal für Wasser, einmal da für die Energie. Der hier macht gar nichts, der ist einfach nur platzsparend da platzieren. Und da einmal aus dem ME-System, was man alles braucht, halt so Fertilizer und Dirt. Und da wird alles rausgezogen, also gar nicht. Also nicht gar nicht, sondern alles, was da unten drinnen liegt. Da kann ich mal zeigen, so, da, wenn ich aber keine Lust habe, das Zeug zurückzubringen, lege ich es einfach da rein. Es sucht einfach alles raus, was da ist. Das sind Saplings, wo da zu viel sind zum Beispiel. Oder Sand, wie ihr gerade gesehen habt, da. Oder Äpfel. Halt alles, was so anfällt, wenn man einen Baum fällt. Und dahinter sind wir unter der Weizenfarm. Das sind Weizenfarmer da, im P2 geschaut. Das ist jetzt eine Managed Farm. Das heißt, da habe ich nichts müssen machen. Beziehungsweise, es wäre wahrscheinlich nicht genau gleich rausgekommen, wenn es eine nicht Managed Farm gewesen wäre. Also, weil ich muss es trotzdem quasi von Hand bewässern. Also nachher kurz zeigen. Und da gehen wir da hinterher, glaube ich. Ist immer ein bisschen nicht so einfach, sich da zu navigieren. Das ist immer das gleiche Setup, wobei ich das noch einmal verändern will eigentlich. Und da hinten sind wir bei der Peat Farm. Die Wand da ist nur, weil ich es um eins haben müssen versetzen, wegen dem Wassergraben aussen. So. Also da haben wir auch wieder, einmal geht da rein, Bog Earth und Fertilizer. Raus kommt noch eine Peat und Dirt, glaube ich. Bin mir nicht sicher, ob Dirt auch rauskommt. Doch, Dirt kommt raus. Und da haben wir einfach einmal ein Energy Tesseract, wo dann die Energy Cell füllt. Die hat zwar 100 mg ausgegeben, aber im Gegensatz zu der alten Farmen, die kleinen, wo es gegeben hat, zum Beispiel das Arboretum, wo noch ein Block ist, tut Multifarm nicht mehr so viel mg, wie sie braucht. Und die alten haben einfach alles genommen. Also wenn man da eingestellt hat, 100 mg pro Tick, hat sie die ganze Zeit 100 mg pro Tick geschluckt. Aber wenn sie vielleicht nur 5 mg hätte können verwenden. Und die hier tut nur wirklich ziehen, was sie braucht. Also braucht sie 5 mg, nimmt sie 5 mg und darum ist die hier auch voll. Und das ist einfach quasi das Notreservoir, falls es mir aus irgendeinem unempfindlichen Grund meine Energieversorgung abstürzen, könnte die Farm noch ein Zeitchen weiterlaufen. Weil so viel, wenn ihr seht, braucht überhaupt nicht viel. Ich glaube 5 mg für einmal austauschen oder so. Und ja. Hat sich mir noch ein anderes Problem gestellt. Und zwar, wie mache ich Bog Earth? Weil, ja, Bog Earth ist so, zuerst habe ich nicht dran gedacht. Und dann habe ich gemerkt, fuck, wie soll ich das machen? Weil, vielleicht, warte. Also das sind zuerst mal die Tubes, die man kann machen. Also man kann wirklich fast aus allem eine Tube machen. So Apatite, Emerald, Obsidian, Blaze, Lapis, Iron, Gold. Das sind alle verschiedene Farmen, beziehungsweise so Manual und Managed. Und für Electric Engines, genauso heißt es, kann man auch noch zum Beispiel einen Booster oder so rein tun. Das produziert es mehr und so halt. Und wir wollen schauen, Bog Earth. Da. Also das wäre so eine alte Peat Bog, das ist so eine alte Farm, wo einfach alles schluckt. Und Bog Earth, für da braucht man Wasser in der Mitte. Und den Sand und Dirt. Und entweder Wasserbucket oder Cell oder sonstige, halt etwas, wo Wasser kann heben. Oder Mulch. Ich habe mir überlegt, ob ich es mit Mulch soll machen, aber da wäre ein so ein Aufwand geworden, weil Mulch bekommt man nur aus dem Zeug oder Früchten, die ich noch nicht habe. Und da auch nur zu 5%, bei den anderen zwei auch. Und für Äpfel bei 40%. 40 ist nicht sehr viel. Und das andere nicht. Und darum habe ich mir gedacht, tja, musst du wohl was überlegen. Die Zeile da ist quasi meine, sie tut automatisch nachfüllen Zeile. So quasi. Also da haben wir zum Beispiel Cans.
die machen wir ja wie folgt. Das ist ein Auto-Crafting-Table. Und das heißt, das System kann so einen 12er Stack rausziehen, wenn nochmal genug Material vorhanden ist. Also wenn da zwei sind, da zwei und da zwei, dann zieht es ISO 12 Cans raus. Und da liefert einfach mein System Zinn. Und damit es nicht einfach all mein Zinn verbrötelt, haben wir da einen Level Emitter. Der tut sagen, ja, 64 von der Can. Und wenn das drüber ist, also wenn mehr Cans vorhanden sind, als ich da angebe, dann tut es das Redstone-Signal ausgeben. Und die Export-Bus ist quasi nur aktiv, wenn es kein Signal hat. Das heißt, sobald das Redstone-Signal kommt, tut sie kein Zinn mehr an Auto-Crafting-Table weitergeben. Und wenn wir 64 Cans haben, tut das direkt keinen Zinn mehr weitergeben und wir produzieren keine Cans mehr. Das ist ein sich selbst regulierendes System eigentlich. Und da haben wir genau das gleiche nochmal für Bog Earth mit Water Cans und für Fertilizer mit Appetite und Ash. Ash bekommt man ja aus Peat, wenn man es verbrennt. Und dahinter nochmal für Kompost mit Wheat und Dirt. Das Ding, das Peat kommt einfach da rein und wird verbrennt. Also da ist eigentlich nichts Spezielles. Warum das erst bis 6% Heat ist, weiß ich gar nicht. Ah, doch, ich weiß warum. Weil ich noch einen Lever sollte, oder einen Lever, oder wie auch immer man das nennen will. Habe ich einen? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe sicher auf Vorrat. Da haben wir es. Zwar machen wir das so und so. Und jetzt ist da an. Und da einen machen wir auch nochmal. Ups. Machen wir nochmal so und so. Weil da jetzt ein Creeper kam, den ich nicht gesehen habe, beziehungsweise spät gesehen habe. Ich wollte wegfliegen und nicht funktioniert. Und dann macht Boom. Dann sind alle meine Furnaces und Macerator weg gewesen. Und ja. Könnte also sein, dass irgendwie ein Rezept oder so, was da, oder was auch immer, was da noch reinkommt, neben dem Peat, weil ich glaube nicht, dass ich ein Furnace anstelle, ohne dass es einen Grund hat. Sind jetzt einfach nicht vorhanden und das ist irgendwann würde ich vielleicht noch ein Rezept finden, wo ich Materialien nicht automatisch herstelle, und dann weiß ich, was da reinkommt. Weil, ja, Peat wird verbrennt und fertig. Und wie die Cans befüllt werden, vielleicht erinnert ihr euch noch an den Raum zum Let's Show. Das ist dort, wo wir das Biofuel haben, wo mittlerweile immer voll ist. Finde ich voll cool. Und da sind auch für Redstone Energy Cells und so das Zeug, was automatisch befüllt und für Tesseract. Und da habe ich angebaut, das ist einmal, also eigentlich zweimal Liquid Transposer, wo einfach Wasser haben, unten dran mit Aqueous Accumulators, wo Wasser aus der Umgebung ziehen. Also sicher noch normal, aber wenn der Wasserquelle nebendran ist, ist es einfach viel, viel, viel schneller. Und bei diesem ME-Interface haben wir zwei Dinger drin, nämlich einmal Water Bucket und einmal Water Cell. Ich habe es zuerst so probiert, aber dann ist mir aufgefallen, dass sich das System ja nicht selber reguliert. Das heißt, es würde nicht fordern, also Wasserzellen und beziehungsweise Wasser, was sind andere Cans. Ich habe aber zuerst schon mit Wasserzellen gemacht da. Und ich habe herausgefunden, dass man den Zinn viel besser verwenden kann für Water Cans, weil 14 bekommt man 4 Water Cells, glaube ich. Aber aus 13 bekommt man 12 Water Cans. Also, ja. Ich glaube, da muss man kein Mathe-Genie sein, um zu sehen, dass das sehr viel effizienter ist. Und da kommt noch einfach ein Water Can rein, wird mit Wasser befüllt, kommt runter und wird wieder rausgezogen. Da oben sagt es einfach, ja, Wasser Can rein, so leere Can rein. Und da sage ich einfach, wenn ich 64 gefüllte habe, soll es wieder das Redstone-Signal geben, das das abstellt. Und so ist eigentlich der ganze Kreislauf, also für die Bog Earth Produktion. Es hat zwar kurz gebraucht, bis ich verstanden habe, wie ich das machen soll. Also, weil ich dachte, wie soll ich das machen? Das ist einfach sehr kompliziert und wow. Aber irgendwann habe ich es dann doch geschafft. Und da haben wir vielleicht noch ein bisschen, ups. Hey, wir haben noch ein bisschen Juju-Meter. Ich bin da fleißig am Juju-Meter produzieren, wo ich nicht genau weiß für was. Also ich weiß schon für was, aber irgendwie, also wir haben jetzt schon ziemlich viel. So, mehr als 6 Stacks würde ich jetzt mal sagen, vielleicht 7. Aber ja, ich habe zuerst mal geschlafen. Ups.
So, ausgeschlafen sind wir. Und etwas, was mich auch noch stört, ist, dass der Weg dahinter, vielleicht haben wir das gesehen, nicht ganz fertig ist. Und es gibt so einen coolen Mod, mit dem kann man Slabs so, so Doppelslabs quasi zusammen machen. Und unser System kann schon automatisch Slabs craften, so da. Aber es kann nicht Doppelslabs machen. Das will ich heute ändern und dann kann ich euch nämlich auch gerade zeigen, wie das funktioniert, dass man im System kann sagen, du craftest jetzt das. Für das brauchen wir zuerst einmal ein Pattern, so ME Blank Pattern, eins lange für unseren Zweck. Dann gehen wir zu dem kleinen Maschine da, Pattern Encoder. Da tut man eigentlich nur quasi da das da das Pattern rein. Und das ist ein normales Crafting Grid, so Gitter mit 3x3. Und da sagen wir, was wir wollen und da was rauskommt. Und ein Code. Und das ist eigentlich schon alles gewesen. Für Sachen wie zum Beispiel Waterbucket füllen, kann man natürlich nicht einfach da ein Waterbucket rein tun und hoffen, dass es sagt, oh wow, ja, du hast ein Waterbucket, du willst den sicher mit Wasser füllen. Da muss man das nachher selbstständig da quasi leer zu voll machen und dann Blank Pattern rein tun. Man kann es dann zwar nicht in unseren Crafting CPU reinfitzen, weil dann wird es rot angezeigt, wie die da hier, weil die Rezepte sind theoretisch nicht ganz vorhanden. Und wir können sie trotzdem benutzen auf dem Server. Das ist ein bisschen buggy im Moment. Aber zum Beispiel das da hier auch. Das geht eigentlich nicht, aber es geht trotzdem. Und wir tun einfach da rein, plopp, und dann sehen wir da Coding, Encoded Dingsbums Pattern, glaube ich. Und dann gehen wir nochmal schauen. Slab. Und wir können es jetzt automatisch craften lassen. Ich hätte gerne einen Stack von denen. Und es fährt an craften. Dann machen wir das da rein. Und jetzt haben wir einfach einen Stack von denen und können die da rausnehmen. Und das ist nämlich ziemlich praktisch. Muss ich dann nicht von Hand machen. Das wäre zwar nicht so eine Sache, muss ich ehrlich sagen. Aber, weil man müsste ja nur, man kann es auch im normalen, in dem da hier machen. Aber, wie soll ich sagen, ich habe es lieber automatisch. Ich will jetzt einfach da noch das füllen, quasi. Ich muss schauen, wo das überhaupt noch alles angeht. Weil wir haben da zum Beispiel noch einen Strand. Da würde ich vielleicht noch einen Hafen machen. Dort hinten haben wir sogar einen Vulkan. Da haben wir einen Haufen Wald und Zeug. Dort würde ich auf jeden Fall noch einen Weg zu unserem Stadtzentrum machen und anfangen andere Häuser noch bauen. Weil wir sind jetzt echt lang genug an dem, beziehungsweise für euch vielleicht ist es nicht so lang, aber ich bin definitiv lang genug an dem dran gewesen. Und mit den anderen zusammen, vielleicht in der Hauptstadt, könnte ich auch mal noch was machen. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gesehen wollt. Ich habe auch schon ein paar Ideen. Zum Beispiel kann man Redstone Hilfe anbieten. Das heißt, wir machen einen Laden auf. Man zahlt uns, keine Ahnung, Diamanten sind echt ziemlich wertlos, aber vielleicht irgendwas Seltenes, wo nicht so vorhanden ist. Zum Beispiel Iridium. Wieder, jetzt, wo ich Juju-Meter habe, brauche ich da auch nicht. Vielleicht machen wir es auch gratis. Auf jeden Fall ein Laden, wo man uns kann sagen, ja, ich brauche das und das mit Redstone oder sonstigem Zeug und ich weiß nicht, wie es geht. Und wir nehmen nachher unsere Fähigkeiten und ich tue gerade mal das hier noch versorgen und tun es dann quasi machen. Also das, was sie von uns wollen. Und ich denke, da wäre noch gut. So für die Community, dann wäre es in der Stadt einmal ein bisschen lebendiger, kann man sagen. Aber ja, das wäre es auch schon gewesen mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Es war informativ gewesen. Und ja, schreibt in die Kommentare, was ihr davon denkt. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.